Ich möchte heute echt nicht in das Thema reingehen. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe schon oft genug gehört, ich habe schon oft genug meine Meinung kundgetan auf Demonstrationen, auf Kundgebungen, im persönlichen Zusammensein und so weiter. Heute geht es um uns. Und zwar in dem Sinne um uns, dass einmal klar wird, es ist nicht ich alleine. Oh, jetzt kommen die Linzer. Die Linzer sind heute mit einem Freiheitskonvoi. Mit einem Freiheitskonvoi von Linz nach Steyr gefahren, um auch hier dabei zu sein. Es sind auch Traktoren dabei. Bitte schaut, dass euch nichts passiert. Das heißt, so zur Seite gehen, dass sie ungehindert passieren können. Und sie fahren natürlich dann mit uns mit. Also herzliches Willkommen an die Linzer. Der Michael wird dann noch ganz kurz zu mir kommen. Aber ja, einstweilen ein herzliches Willkommen. Also, was meine ich damit? Es geht um uns. Dieses Wort Volk ist schon so abdroschen, das Wort souverän und, das wird alles uns in die Schuhe geschoben, aus dem einfachen Grund, dass diese Menschen, die nicht darüber nachdenken, was das Volk oder der Souverän ist, auch nicht darüber nachdenken, was die Bedeutung dieser Worte ist. Und es wird in die Rechte, in die Schwurbler-Szene, in die Verschwörungstheoretiker-Szene. Aber ich möchte euch heute ein paar Leute vorstellen. Und da geht es jetzt nicht um namhafte Speaker, die ihr hier in Steyr oder auch anderswo gehört habt. Der eine oder andere ist natürlich dabei. Aber es geht darum, einmal zu zeigen, es geht nicht nur um irgendjemand, der groß ist. Weil durch was ist er denn groß? Wir sind alle groß. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Und wenn wir uns klar werden, wie viel Macht wir haben und dass eigentlich das Einzige, was Macht hat, tatsächlich der Souverän, das Volk, die Menschenfamilie ist, dann vielleicht kratzen wir die Kurven. Jetzt darf ich bitte als erstes Bundesland hier begrüßen Wien. Die Monika Sommer kommt jetzt zu uns und berichtet einmal aus Wien, warum sie eigentlich in dieser Szene bei uns unterwegs ist und über sich ergehen lässt, rechtsradikal als Nazi, Corona-Leugner oder sonst irgendetwas bestimmt zu werden. Die Monika, bitte verzeiht sie bleibt unten, weil da herauf zu klettern doch schon eines ist. Monika, soll ich das Mikro halten oder hältst du das selber? Ich halte ihr das Mikro. Und sie wird uns sagen, warum sie heute hier ist oder allgemein im Widerstand. Hallo, hallo! Einen wunderschönen guten Abend. Wien grüßt Steyr. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Monika Sommer und da ich eine gebürtige Wienerin bin, habe ich heute an eurem Jubiläum die große Ehre, hier in Steyr für mein Bundesland zu sprechen. Wie wir ja alle wissen, Wien ist anders. Der Sitz der Bundesregierung, das Zentrum der Willkür und des Wahnsinns. Mit Steyr verbindet mich eine uralte Liebe. Als Kind durfte ich mit meinen Eltern den Stadtteil Christkindl besuchen und war überwältigt von diesem faszinierenden Glanz und Zauber. Hätte mir noch vor 3 Jahren jemand gesagt, unter welchen Umständen ich diese historische Stadt wieder besuchen werde, ich hätte es nicht geglaubt. Das Jahr 2020 hat unser aller Leben gravierend verändert. Am 16. März 2020 ging ich mit meinem damals 15-jährigen Enkelsohn mit den Worten, damit du weißt, für uns gilt dieser Lockdown nicht, zu einer befreundeten Blumenhändlerin, um neue Pflanzen für die Fensterbretter zu kaufen. Wie Schwerverbrecher durften wir das Geschäft nur durch die Hintertür betreten. Voll Verzweiflung suchte ich nach Gleichgesinnten, den heutigen Schwurblern. Denn für mich war klar, als 3-fache Mutter und 4-fache Oma habe ich nicht nur die Verantwortung,
sondern auch die absolute Pflicht, für unsere Grund- und Freiheitsrechte zu kämpfen, die unter keinen Umständen verhandelbar sind, weil sie uns ganz natürlich von Geburt an gegeben sind. Getreu dem Motto, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht und Gehorsam zum Verbrechen. Was den Schwächsten unserer Gesellschaft angetan wurde, hat jeder von uns zur Genüge mitbekommen. Nur einem Gefühl folgend, dass hier nichts mehr stimmt, begann ich zu recherchieren, und niemand recherchiert so gründlich wie eine Mutter, die Angst um ihre Familie hat. An dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank an alle Menschen, die so mutig und ohne Rücksicht auf persönliche Verluste und Vorbehalte aufgeklärt haben. Für mich allen voran Konstantina Rösch, die als Ärztin sogar ihren Job verlor und mit uns von Anfang an auf der Straße war und nach wie vor ist. Schnell stellte sich heraus, dass diese Panikmache, diese Gesundheits- und Hygienediktatur nur dem einen Zweck diente, zu prüfen, wie weit sich die Menschen manipulieren und beugen lassen. Sofort war mir klar, ich möchte mich mit all meiner Kraft dafür einsetzen und so gut ich kann meinen Beitrag dazu leisten, diesen unerträglichen Zustand zu beenden. Meine erste Demo besuchte ich am 1. Mai 2020 in Wien, und da man den Widerstand jeden Tag bewusst leben muss und nicht beitreten kann wie einer Partei oder einem Verein, begannen wir uns untereinander zu vernetzen. Auf einer der unzähligen Demos in Wien durfte ich eine große Gruppe gleichgesinnter Menschen aus Steyr kennenlernen. Dadurch wurde ich auf eure Spaziergänge aufmerksam und von euch eingeladen und kam gern und oft nach Steyr, um an euren Spaziergängen teilzunehmen. Dafür danke ich euch aus ganzem Herzen für euren Mut, eure Standhaftigkeit. Ihr seid die Bastion des gemeinsamen Widerstands. Sofort habt ihr euch entschlossen formiert. Stolz und erhobenen Hauptes fanden eure Spaziergänge bei jedem Wetter und selbst während der diversen Lockdowns statt. Unter dem Motto: einer für alle, alle für einen, denn nur gemeinsam sind wir stark, stoppte der Zug jedes Mal auf beeindruckende Weise, wenn es zu diversen Schwierigkeiten mit der Exekutive wegen des Nichttragens des Maulkorbs kam. Eure Initiative und Organisation dieser regelmäßigen Spaziergänge erzeugte so viel Kraft und positive Energie. Ein großartiger Beitrag auf dem Marathon in unsere Freiheit. Gestärkt und voller Zuversicht, dass wir doch viele sind, habt ihr immer mehr Menschen dazu ermutigt, Nein zu den sinnbefreiten Maßnahmen und Verordnungen zu sagen. Durch euer Vorbild habt ihr tatkräftig Souveränität, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung im Alltag jedes Einzelnen vorgelebt. Ein großes Dankeschön auch an alle, die unsere Veranstaltungen und Demos in Wien unterstützen. Mitsammen werden wir weiterhin ungebrochen mit aller Konsequenz und Ausdauer kämpfen, denn wir geben niemals auf. Gratulation, Respekt und herzlichen Glückwunsch, was ihr geschafft habt. Einfach großartig. Wien dank Steyr. Herzlichen Dank, Monika Sommer. Sie ist stellvertretend für die Wiener hier und wir haben eine riesen Delegation aus Wien da.